Breakfast ist die wichtigste Mahlzeit vom Tag und die Engländer holen das wirklich ganz seriös. Hier geht es nicht einfach ein Croissant mit einem Kaffee, hier geht es das volle Programm. Der Full English macht wirklich nähernd so gut wie an einem Londoner Greasy Spoon. Ein Greasy Spoon, das heißt übersät ein fettiger Löffel. Das ist nicht wirklich schwer zu sehen, wie was. 2 eggs, sausage, bacon, baked beans, mushrooms, tomatoes, hash brown, fried slice, tea or coffee and 2 toast. Ich brauche aber nicht die ganze Woche bis auf London zu kommen für einen guten English Breakfast zu essen. Ich mache daheim meine eigene Homemade-Version. English Breakfast gibt eigentlich so viele verschiedene Elemente, aber wenn es sich organisiert, dann geht das eigentlich ganz einfach. Ich fange an mit meinen Hash Browns. Wir haben Platz von Hash Browns, meine ich immer Grand Prix Kichelcher, weil mich da an Lützeburg erinnert. Ich meine, als allererstes ich mich mal an. Währenddem ich am Gange sehe, mache ich auch noch ein Zweiten für die Novite Baked Beans zu gehen. Und das Ganze muss nur während einer halben Stunde ziehen, während der Zeit kümmere ich mich um meine Baked Beans. Die meisten Leute kennen sie nicht aus der Bix. Klangweiß Bohnen an einer süßen Tomatensauce. Mit hausgemacht machen sie wirklich besser. Für Baked Beans holt ihr am besten Haricot-Bohnen aus der Bix. Dann an den Speckkilo für 4 Minuten angebraten. Du könnt noch ein Zeif Knoblauch dabei. Wenn der Knoblauch kurz angebraten ist, kann ich ein Bix Tomaten dabei geben. Du könnt noch einen Löffel Barbecue-Sauce dabei, ein Löffelchen Muster, Zucker und ein bisschen Thym. Und würzen ich das Ganze mit Worcestersauce. Es gibt übrigens Worcestersauce ausgeschwart und nicht Worcestersauce. Das kann alles für 5 Minuten für sich kochen. So, also kommen als Beans dabei. Und die können wir für weitere 8 Minuten mit dem Ganzen kochen. Baked Beans sind fertig, die lassen wir mal ein bisschen mit roh. Und dann kümmere ich mich um den Grand Prix Kichelcher. An der halben Stunde im Grand Prix Kichelcher relativ viel Wasser gezogen. Das ist aber ganz normal. Ich brauche sie wirklich nicht mehr zu mischen. Und dann sind sie schon fertig für einen Pan. Ich gehe noch ein bisschen Öl an den Pan, lassen die warm gehen, aber nicht babbelt, als sie brett. Wenn sie fertig sind, dann lehne ich so ein Stück Küche vorbei, um ein bisschen von dem ganzen Fett aufzusaugen. Und da kann ich es auf die Seite stellen. Notting Hill ist bekannt durch den Film mit Julia Roberts und Hugh Grant. An all Samstag ist heute Portobello Market, wo ich Antiquitäten und Kleider kaufen kann. Leider ist diese Markt in der Zwischenzeit relativ touristisch gehen. Wir gehen trotzdem noch immer immens viel Klangwurfplatz zu entdecken.
nee, gibt's ja nur Kochbücher. Ja klar, das ist doch Londons einziges Kochbuchcafé. Lo preparieren ich mein Final Elements für meinen English Breakfast. Ich habe gerade meinen Ofen auf 160 Grad 4 geheizt an den Grill gemacht. Meine Saucisen kommen lo Backblech und ich picke noch ein paar Mal dran, für dass sie nur am Ofen nicht explodieren. Da kommt doch noch ein Tomat dabei und ich schneide noch ein paar Champignons. Das alles könnt ihr für 10 Minuten in den Grill. Ich gehe noch nach Grand Prix Kichelschammer an den Ofen, für dass die warm bleiben. Lo kann ich den Bacon abroden. Aber wenn die fertig ist, dann kommt der mal in den Pan. Für Scrambled Eggs schlage ich ein paar Eier zusammen. Mit ein bisschen Rahm und noch ein paar Bratzeln. Salz und Pfeffer nicht vergessen. Und das ist es. Mein English Breakfast ist endlich fertig. Du brauchst nur noch zu assemblieren und dann kann ich losgehen mit Essen. Am Dalesford Boutique gibt es lauter biologische Produkte, die von ihrem eigenen Bauernhof außerhalb von London kommen. Hier gibt es lauter Chutneys, Gebäße und auch englische Muster. Ich weiß noch die allererste Kehr, wo ich Porridge an England gegessen habe. Damals hat mir das gar nicht geschmeckt, weil es war so ein wässrige Affair. Mein Porridge ist genau der Gegenteil. Ich nenne es Heaven in a Bowl, eine himmlische Stadt an dem Dach. Als erstes infusen ich meinen Earl Grey Tee für 5 Minuten. Während der Zeit kann ich mein Obst präparieren. Ich schäle als erstes 2 Beeren. Ich schneide so kleine Stücke. Und ich schule noch ein bisschen gedrischend Obst. Ich schneide Aprikosen mal quatschen. Und noch ein paar Cranberries. Den Tee hat lang genug gezündet, so kann das Obst an eine große Dippe kommen. Quatschen braucht ein bisschen mehr lang, du willst bloß nicht im Moment mal raus. Da kann doch noch eine gute Portion Zucker dabei für richtiges Sirop draus zu machen. Und natürlich den Tee. Quatsche kommen zum Schluss noch für 3 Minuten mit dabei. Wir holen den Obst aus dem Dippen raus. Und den Tee kann noch ein weiter 8 Minuten kochen, für wirklich richtiges Sirop zu geben. Während der Zeit kümmere ich mich um mein Porridge. Das sind Oats, Milch, Zucker und ein Vanillestern. Der Porridge braucht nur noch abzukochen und dann ist er eigentlich schon fertig.
An England könnt den einfach nicht lunchen Jamie Oliver. An heute Notting Hill ist gerade sein allerneueste Projekt abgegangen. Das ist ein Geschäft an einen Kaffee an Engem. Ich habe Jamie seine eigene Kochkollektion an. Ich muss mich immer mega zusammenrappen, für nicht alles zu kaufen. Ich kann auch jede Kochkuren holen an den Jamie seinen Trigger lehren. Im Moment wird gerade indisch gekocht.